Wenn wir im Hügelland links der Unteren bei Schmiedham aufs Haus von der Barbara Lorenz zugeht, ist man schon ein bisschen überrascht. Ah, servus. Da wird's auf einmal recht bunt am Boden. Jetzt habe ich gemeint, ich gehe da durch die Maiswüste. Du weißt, da ist ein richtiges Blumenparadies. Ja, das ist unsere Blumenwiese. Aha. Wir haben da letztes Jahr hergebaut und wir wollten nicht Rasen mähen. Und dann haben wir überlegt, was sollen wir denn machen. Und dann haben wir beschlossen, wir machen mal so eine Blumenwiese. Der Margariten, die kenne ich auf jeden Fall. Ja, die kenne ich auch. Bei allen anderen brauche ich mein Kräuterbestimmungsbüchel, weil ich es nicht kenne. Soll ich mir denken, du bist eine Expertin? Nein, ich bin keine Expertin, sondern ich mache zurzeit eine Ausbildung zur Kräuterpädagogin. Inzwischen lerne ich das eine oder andere kennen. Ja, die blauen Kornblumen oder was ist Nein, das? das sind keine Kornblumen. Ja. Nein, das ist allein. Das weiß ich inzwischen auch schon. Also ganz ohne Ahnung ist es nicht, wie es tut. Und so schön bunt ums Haus ist es da vor allem wegen ihrer Fortbildung. Die Hauswirtschaftsmeisterin arbeitet in der Lehrküche einer Kurklinik, in der Familien eine Auszeit nehmen können. Das Wissen um die Kräuter ist beim gesunden Kochen für sie von Vorteil. Das wird unser Obstgarten, Äpfelbaum und Birnbaum. Ich glaube, Zwetschgen ist dabei. Malus, das heißt auf jeden Fall Apfel. Haben die schon blüht? Ja, da sieht man es, da sind Blüten dran. Oh, Da darfst du schon reingehen. Das ist zwar frisch angesät, aber das macht nichts, wenn man da ein draufsteht. bisschen festreden. Genau. Und da draußen ist die Maiswüste. Riesige Felder. Das sind unsere Felder. Darum stört es uns natürlich auch nicht, weil uns stört ja der eigene Mais nicht. Ja, das heißt mitten im Wald. Oh, der wird 3 Meter hoch. Dann schauen wir halt in die andere Richtung. Und da schaut man runter zum Hof. Da wohnt der Sohn, der ihn mit bewirtschaftet. Nächstes Jahr werden Barbara Lorenz und ihr Mann Martin ganz übergeben. Wir müssen dann auch irgendwo wohnen und dann haben wir beschlossen, wir bauen uns da auf für das Austragshaus. Als Austragshaus, das ist ganz schön lang geworden. Da haben wir zum Glück das Grundstück gehabt und dann hat halt auch so ein langes Haus Platz. Ungewöhnliche Bauform. So. Ja, nach dem traditionellen niederbayerischen Einfirsthof, an dem ist es angelehnt. Und das ist hervor ins Wohnhaus. In der Mitte war dann die Tenne, der Den und dann ist der Stall gekommen. Ja, und bei uns ist es halt jetzt Haus und Terrasse und Garage. Im Austragshaus wird natürlich schon gekocht. Oft was direkt am Haus wächst. Gewiss was Gesundes. Was gibt's Mittag heute? Heute Mittag gibt es einen Spinat, Kartoffeln dazu und eine gekochte Ohr. Und da suchst du jetzt einen Spinat, aber das schaut nicht nach Spinatpil aus. Ja, es gibt einen Brennnesselspinat. Und da habe ich gerade genug. Das ist nämlich das Eck von unserem Haus, da habe ich meinen Mann auch gar nicht herfahren lassen, sondern da lassen wir alles wachsen, wie es kommt. Und darum haben wir da lauter gute Sachen. Es gibt also Hirtentäschel, ein Kirsch wächst mittendrin, Nimmst du den auch her, Kirsch? ein bisschen an der Meine hat. Da haben wir Brennnessel. Klangst du die einfach so? Ja, die muss man gerade richtig angelangen. Die haben ja die Brennhaare dran. Die sind ja eigentlich ein Schutz vor Insekten. Und wenn man so nach oben fährt, schau her, ich zeig dir das jetzt einfach, dann brennnesselt man sie nicht, weil man die nämlich dann alle in diese Richtung streift und dann brechen die ab, aber sie ritzen mich nicht in die Haut. Und dann kann ich die abpacken, ganz einfach. Ab jetzt nehme ich von den Brennnesseln nur noch die oberen Spitzen, also die jungen Blätter, weil die sind zarter, die schmecken einfach besser. Die Löwenzahnblüten werden nicht für den Spinat braucht, sondern werden für ein Löwenzahngelee zupft. So eins macht's auch. Aber ob noch nur Kipf finden? Wenn die gelben Blüten auch den ganzen Sommer über da sind, wenn das erste Mal gemäht wird, sind auf einmal alle weg. Oder auf die Stängel sitzen schon, wo 2 Tage vorher noch alles gelb war, die Fallschirme, die die Samen verbreiten. Die Stängeln kommen weg. Die sind bitter. Ja, viel ist das noch nicht. Unten am Hof hat Barbara Lorenz gehofft, findet man noch jede Menge blühenden Löwenzahn. Da hat's noch einen gesehen vor ein paar Tagen. Aber der Mo, der Martin Lorenz, hat die Wies am Tag vorher geschlägert, also abgemäht. Und nichts mehr war da. Aber da hinten müsste trotzdem noch was sein. Da haben schon nur ein paar Einzelne. Okay, dann schauen wir mal.
Ja, wir müssen uns schon noch anstrengen, dass wir die nötigen 200 Gramm Blüten zusammenbringen. Zum Glück druckt sich der Löwenzahn ja wirklich überall aus dem Boden. Nicht ganz so schlimm war es beim Spitzwegerich. Den hat Barbara Lorenz auch gepflückt, weil sie da draus eine Salm macht, die bei kleinen Wägeln, zu Deutsch wie Wehchen, helfen soll. So, das ist jetzt der Spitzwegerich. Da machen wir nachher die Salm draus. Und man kann auch die Köpfe essen. Schmeckt wie ein Schwammerl. Für unser Salm nehmen wir jetzt nur einen Spitzwegerich, nur die Blätter. Den Spitzwegerich kennt man ja gut an seine Köpfe und an seine Bladel, die länglich und spitz sind. Aha, du hast schon was hergerichtet. Das sind die Brennnessel für den Spinat, der Spitzwegerich für die Salm und so einen Löwenzahn haben wir auch schon beieinander. Und den Tein, das sehe ich schon, den müssen wir noch ausbraten. Das Piech davon laufen. Genau. Ja, sauber müssen die Blüten schon sein. Und damit man beim Putzen selber sauber bleibt, gibt's Gummihandschuhe. Wichtig ist, dass man jetzt da unten die Kelchblätter wegzupft. Das ist ein bisschen mühselig, aber das hilft jetzt nicht. Das müssen wir jetzt machen. Und gleichzeitig kann man noch mal schauen, ob wirklich kein Käfer mehr drinnen sitzt. Nur die Kelchblätter, gell? Ja, genau. Weil das die Köpfe, da zerreißen ja die ganze Blüten sonst. Das stimmt. Ja, bei manchen sieht man sogar schon, wie sich da die Fallschirme da entwickeln. Da. Also ich finde, das riecht wie ein Honig. Das war mir noch gar nicht so bewusst, dass der Honig eigentlich so stark nach Löwenzahn riecht. Wie viel wird das dann? Viel wird es nicht, das sehe ich jetzt schon. Wie geht's dir denn? Hast du schon braune Finger? Ja, nein. Weil der Milchsaft, der da in die Stängel drinnen ist, der färbt ja so stark. Und deswegen ist mir das mit Handschuhen lieber. Aber Stängel sind da gar keine mehr dran. Nein, die sollte man auch da nicht mit rein tun. Gibt es noch Pfarrer Kneip, eine Kur. Man sollte jeden Tag 10 Stängel vom Löwenzahn essen. Das soll helfen bei Gicht und Arthrose. Ja, gut, dass ich das weiß. Und mit den Blütenkörbchen hat man früher Buttergelb gefärbt. Schauen wir, wie viel das wir zusammengebracht haben. Naja, netto, also ohne Kelchblätter, waren es dann schon fast die nötigen 200 Gramm, zusammen mit dem Wein. Und dann wird es noch mal ordentlich gewaschen. Und dann wird das Ganze kurz in Wasser überbrüht. Und zwar genau 2 Minuten, auf die Sekunden. Jetzt? Okay. Es ist dann wirklich so, wenn man das überbrüht, dann wird das so eine grünlich-bräunliche Flüssigkeit und dann denkst du, oh meine Güte, was wird denn das jetzt? Und erst, wenn man es dann mit Zitronensaft und Gelierzucker aufkocht, dann fängt das auf einmal nach Honig zum Riechen an und man merkt, dass das ganz was Gutes wird. Es riecht ja gut im ganzen Haus. Zu viel ist nicht geworden. Man braucht ja nicht viel übers Jahr, weil man auch noch was anderes macht. Für die Gelierprobe ist ein bisschen was in der Schüssel schon fest geworden. Schauen wir mal, ob es wirklich schmeckt. Ich sage jetzt nicht lecker, es war wirklich gut. Schmeckt nach Bienenhonig. Und ich bin jetzt gespannt auf die Spitzwegerich-Salbe. Für die Spitzwegerich-Salm brauchen wir jetzt gute 20 Gramm Spitzwegerich und dann brauche ich 100 Milliliter Olivenöl. Das Ganze muss man dann bei 65 Grad ungefähr eine Viertelstunde in dem heißen Olivenöl ziehen lassen. Dann wird es natürlich wieder abgeseigt, dann kommt das Bienenwachs dazu und dann hat man die fertige Salm. Mehr braucht's nicht. Bladel, Öl und Bienenwachs. Bis das Wachs ins Öl geschmolzen wird, kümmert sich Barbara Lorenz noch um ihre Terrassenpflanzen. Die sind immer durstig. Der Mais hinterm Haus muss mit dem auskommen, was vom Himmel fällt. Genauso die Blumen und Kräuter in der Wies vorm Haus. Von dort bringt sie das ein oder andere Gewachs ins Haus fürs Herbar, das sie wegen ihrer Ausbildung zur Kräuterpädagogin anlegt. Also es dauert ungefähr 5 Tage, bis so eine Pflanze dann so weit getrocknet ist, dass es ins Herbar einkleben kann. Wichtig ist, dass man die jeden Tag auch umbettet, weil sonst würden die nämlich verschimmeln. Damit es sauber ist. Ja, genau, das soll ja ordentlich ausschauen.
diesen Waldsauerklee, da habe ich dann die ganzen Blattel mit der Pinzette auseinanderzupft. Man muss das dann umdrehen, dann muss man es wieder hinzupfen mit der Pinzette. Aber irgendwann einmal hat man es dann fertig und dann schaut das so aus. Und der Vorteil ist, ich kenne die Pflanzen in- und auswendig. Weil wenn du da einmal 5 Tage hintereinander mit der Pinzette die Blattel wieder hinriechst, dann kann ich dir genau sagen, wie ein Waldsauerklee ausschaut. Und so schauen jetzt die Spitzwegerich-Bladel und das Öl aus nach 20 Minuten Ziehzeit. Die kleinen Wachsperlen machen die Säulen beim Abkühlen fest. Viel ist nicht geworden. 5 Äpfel, ich habe nämlich 5 Enkelkinder und jetzt von den Kindern kriegt uns. Das hat sich aufgelöst. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das da in die kleinen Äpfel reinbringen. Ich glaube, das tust einfach du. Ja, mit ruhiger Hand habe ich es geschafft. Während die Barbara die Brennnessel für den Spinat hergerichtet hat, die Dosal zu füllen. Obwohl ich eigentlich ein Zitterer bin. Wenn es auf die Essenszeit zugeht, pressiert es auf einmal. Bis was gibt, schnell noch die Dosal beschriften. Die Kartoffeln sind durch und die Eier hart gekocht. Da dürfen auch ruhig so Stille drinnen bleiben. Das stört gar nicht. So. Das Spinatdünsten geht ganz schnell. Und ich kann gleich noch die im Schüssel zurückgebliebene Salm am eigenen wehen Finger ausprobieren. Bis die Enkel kriegen, ist wahrscheinlich fester als jetzt. Die freuen sich gewiss drüber und wahrscheinlich mögen die auch gern mit ihrer Oma kochen. Ich koche mit Kindern, weil die Kinder das unendlich viel Spaß macht. Das wird völlig unterschätzt, wie wichtig für Kinder das ist, dass sie selber auch nur mal Speise zubereiten. Und auch für die Kinder in der Klinik. Kräuter ist für Kinder das Allerhexte. Am besten rausgehen und abrupfen und den Mund einstecken. Und dann habe ich aber gemerkt, ich kenne mich selber mit den Kräutern auch überhaupt nicht aus. Und habe dann meine Chefin gefragt, ob ich so eine Kräuterpädagogenausbildung machen darf. Sie hat das dann gleich recht gut gefunden. Und ich werde dann in Zukunft, wenn ich dann einmal mein Zertifikat habe, in der Klinik Führungen machen dürfen und auch mit Kindern so Kräuterküche. Gleich ist zum Essen. Kartoffeln sind gescheit. Und der Kirsch hat's den vergessen im Spinat. Die Kartoffeln werden jetzt dann in Olivenöl geschwenkt und da kommt dann der Kirsch und der Petersil drüber. Und Hirtentäschelsamen habe ich getrocknete, die streue ich dann auch noch drüber. Dann habe ich noch ein selber gemachtes Kräutersalz, da habe ich nicht mehr viel, jetzt muss ich wieder eins machen. Und das kommt dann noch oben drüber. Fertig. Der Mo ist schon da. So, hier sitzen. Ob's ihm wohl schmeckt und ob er's kennt, was zu die Eier und zu die Kartoffeln gibt. Bei dem Spinat ist da was anderes Zeit. Also ein Brennnesselspinat. Für einen Brennnesselsalat ist ja nicht schlecht. Spinat. Spinat. Also mir hat alles ganz gut geschmeckt. Der Brennnesselspinat besser als der normale. Und wahrscheinlich ist er auch noch gesünder.